Wir losen an Vers 21, Vers 21. Leicht alles auf, wat Arien is en wat schlecht is. Neemt dort woord wellig ab, dort ein Jünd geplant is, en de Kraft haft, jene Seilen zu raden. Im Jakobusbrief fingen wir viele verschiedene Bilder, die er braucht, seine Leser zu helfen, die Wahrheiten am Wort Gottes besser zu verstehen. Und vielleicht hat er das von seinem Meister gelehrt, Jesus Christus, der auch sehr viele Bilder und Gleichnisse gebraucht hat, seine Nachfolger zu unterrichten. Das erste Bild, das Jakobus in unserem Text braucht, ist vom Abriemen und auch von Reutmerken. Er sagt, leicht alles auf, was Arien ist und was schlecht ist. Diese Bilder von dort Offline von Arien Dingen und Sünden ist überall im Neuen Testament zu finden. Paulus bezieht sich darauf in Kolosserbrief, Kapitel 3, als die alle Menschen, dort alle Eck, den wir uittragen sollen. Er sagt in Kolosser 3, Verse 8 und 9, Kolosser 3, Verse 8 und 9, aber nu leicht so wird auch alles auf. Und dann gibt er was Beispiele. Er sagt, sich euren, grollen, schlecht sein, spotten, niedertrachtje en beledende wird, ut je Müll, sagt er. Dort nicht untereinander liehen. Je han ihn alles Eck mit seiner bösen Natur und war ihn aufgelegt. Das haben wir getan. Wenn wir behaupten, Kinder Gottes zu sein, dann meint so viel, wir haben das alle Eck ausgetragen und nun sind wir zu nie Menschen gemerkt worden. In der Hebräerbriefschreiber bezieht sich auf das Offline von Sünden in Kapitel 12, Vers 1. Hebräer 12, Vers 1. Bis wir nie so viel haben, der mit erstarket Beispiel von Glauben aus einer Weg am uns sind, weil wir nu auch den Sinn offline, der uns so leicht anhängt und schwerfällig merkt, und unheilend dran, so als dort für uns bestimmt ist. Die Sünden, die sich so leicht anhängen da. Die Dinge müssen wir aufnehmen oder offline, uittragen, sodass wir besser ran können, nicht? Stärker ran können, Buße ran können für Christus. In Jakobus braucht das Bild vom Wort Gottes planten. Wo plant Gott sein Wort? Oder wo er dort? Ja. Wenn wir aus seinen Kindern sein Wort verbreiten, dann braucht Gott uns, seine Kinder, sein Wort zu verstehen, nicht? Oder zu planten. Und wo wird dort das Wort geplant? That's right. In unser Harten. That's right. Und so ist die Form am besten weiten, mit der Erde reingemerkt worden in unser Harten erst, nicht? So dass das Sud, was am Hort gesagt wird oder geplant wird, gute Frucht fängt und dann warten, wachsen kann und dann Frucht drehen kann. Und das ist, was Jakobus hier meint. Und Jesus beschreibt das Krieg in seinem Gleichnis vom Seemann. Oder der Mann, der sich sehen ging, dass wir Matthäus 13 fingen dann. Und der Seemann ging rüd, so zu sehen, und sein Sud fall auf 4 verschiedene Sorten von Erd. Die verschiedene Sorten von Horten repräsentieren dann. So, wir haben nicht alle über reine Horten. Dort ja verschiedene Sorten von Horten, dort ja verschiedene Sorten von Erd, die wir in unseren Horten haben. Und ich will diese Verse für uns lesen. So, ich lese aus Matthäus 13, Verse 19 bis 23. Matthäus 13, Verse 19 bis 23. Kapitel 13, Verse 19 bis 23. Jesus sagt, wenn irgendwer dort Wort vom Gottes regiert und versteht nicht, was dort meint, dann kommt der Beiser und färbst am dort weich. Wird in sein Hort gesät wir. Der ist dort, wird ab den Stich gesät wir. Und wird ab den Steinigen gesät wir als so, dort ist einer, der dort Wort hiert und Furz mit Fried abnimmt. Aber der darf nicht warten,
Und das hält nur eine kurze Zeit fair. Und wenn irgend Leiden oder Verfolgung wegen dort Wut kommt, dann euert Arm dort so bald. Und dort wird manche Disseln, ihr seht, wir es so. Dort ist einer, der dort Wut hielt. Über die Sorgen in dieser Welt, in der Friede um Reichtum stecken dort Wut. Und dort kann nicht Frucht tragen. Und dort wird ab Gode ihr seht, wie sagt das. Dort ist einer, der dort Wut hielt und versteht, und det, oder dort du nur Frucht reicht, und bringt 100 oder 60 oder 30 mal so viel, als ihr seht, wert. Jesus war, liebe Geschwister, Jesus Christus war, dort die Iden an sich hatten, Gode Id as. Im Frühling, wann ich meinen Garten reinmerken war, das erste, was ich da, ich fahre eine Blumenflor, ja, und dann rede ich mit Susi. Und dann frage ich, was mache ich da, um eine gute Garten zu haben? Sie sagt, ich mache das, ihr reitet mir an, meinen Teller nehmen, wenn ich da im Schafen kriege. Und dann noch mit Mess, tun ab, und dann hoffentlich, wo ich eine gute Ernte haben, eine gute Garten haben. Und krieg so, sagt Jesus Christus, die Iden anzuhören, die macht bearbeitet, die macht gute Id sein. Ja, Gottes Wort durch warteln, wachsen kann und Frucht tragen kann. Und nur dem, wie diese Hindernisse aufgelegt haben, sagt Jakobus, in unseren Worten reit sein, dann sagt Jakobus uns, dass wir dort Wort wahrlich abnehmen sollen. Luther eben sagte in Bett Ornisch, er sagt, mit Sanftmut aufnehmen. In einem Kommentar wird erklärt, dass Sanftmut einen lierbaren Jest ohne Widerstand, Streit oder Befragung beschreibt. Dort meint nicht, dass wir die Schriften oder die Jester nicht prüfen sollen, um zu sein, ob die von Gott sind. Nee. Aber wir sollen den Heiligen Jest Tautritt geben in unsere Horten, dass er in unsere Horten ankicken kann. Und uns wiesen kann, was du fehlen wird. Viele, die sein zu Gott, wenn Gott die entret, die sagen, Himmel Gott, wies mir, was ich unterstellen soll. Wies mir, wo ich zu kort gekommen bin. Aber bitte, kick an diese Eid nicht nach. Wenn du halt was ganz plätschert verstehen. Und so schafft Gott nicht. Wenn wir Gott anluden, dann an uns nannte kicken, dann kickt er uns durch. Jeder Eid. Mit seinen Fleischlich können wir sein. Und er segnet Dinge, die nicht reich sind. Und so sagt Jakobus, so macht es sein. Wir geben den Heiligen Geist Tautritt in unsere Horten nannte kicken, in uns Wiesen, wo wir vor Gott stehen. Und das fordert Sanftmut. Das fordert auch Demut. Wir brauchen Demut, um Gott anzuluden, uns all unsere Sinnen zu offenbaren. Wir brauchen Demut, um diese Dinge anzuerkennen und zu akzeptieren. Und wir brauchen Demut, um Gottes Vergebung zu siegen. Um dort klar zu merken, was für Sanftmut und Demut nötig sind, um Christ zu werden, hat Jesus mal ein Kind geraubt, im Madenmang der Menschen gesagt oder gestellt. Woran tut er das? Was will er den Menschen beibringen? Wir sollen so werden als Kinder. Unsere Kinder, die streiten nur. Hat er das gemeint? Nee. Wo soll wir als Kinder werden? Ja, die haben ein kindliches Glauben, das ist das erste, right? Und wenn alle die Kinder sagen, dort hat es die nicht dauern sollen. Ich weiß nicht, wo jene Kinder wären oder sind, aber wenn ich meine Kinder sein, dort hat es die nicht dauern sollen. Die weiten dort fort. Und die fallen fort schlechte Erbe. Right? Und vielleicht, wie einer, unsere Kinder sind nicht immer rein, aber wie der einer, seine Truhen, die kommen fort. Das zu sein, dort deut am Leid. Dort hat dort deut. Aber niemand hat dort reich mehr an.
Und krieg so, fehlt uns Demut und Sanftmut, wenn Jesus uns welche Dinge wiesen wird, was nicht reich sind. Oder wie Buße tun soll. Wie machen die Dinge bereuen, wie machen die Dinge anerkennen. Ja, in schlechtere verfeilen. Bloß mit einer sanften und demütigen Wandel kann Gott an unsere Herzen arbeiten in uns Leben am anderen oder verwandeln. Dazu sei wichtig, dass wir unsere Herzen mit guter Eid bearbeiten, sodass wir die jede Wort mit Sanftmut annehmen können. Bloß dann, liebe Geschwister, kann dort gewartet werden. Und über soll das noch gesagt werden, das soll nicht nur abhören, das soll noch wiedergehen, right? Wenn wir an die Bäume denken, dann die sollen nicht bloß gute Warteln kriegen, die sollen auch Wort. Frucht drin. Ja, Frucht drin. Dort geplantet wird, weil Wurzeln in Frucht drin. Und darauf bezieht sich Jakobus in Vers 22, wo er sagt, Vers 22, die Matten über auch down, wo dort wird sagt, wie es bloß hier riecht nicht aus, das beschummelt je jün Salz. Oder je schmieren jeden Salz an. Jakobus bat seine Tauherge, dass jede Wort auch überleben, nicht bloß zu hören, aber auch überleben, unterwahren. Gottes Wort zu hören ist wunderbar. Aber das hält uns nicht, oder das hält uns sehr wenig, wenn wir das nicht überleben tun. Und das ist die Enttäuschung, die Hesekiel in den Jahren erlebt hat, als er ein Prophet in Babylon war. Hör mal, was Gott in Hesekiel 33 sagt. Hesekiel 33, Vers 31 bis 32, wer mitlesen will. Und ich glaube, mit dieser Welt kann viele Prediger mitstimmen. Gott sagte Hesekiel, Kapitel 33, Vers 31. Und sie, oder die Israeliten, die wollen die kommen, wenn sie aus Volk kommen, und wollen für die Saten aus mein Volk und wollen horchen, was du sagst. Aber sie wollen nicht nur leben. Sie reden ferne Leiftage wird, aber hängen an ihre Gedanken sind sie hängeran gerig worden. Du bist für uns als einer, der eine scheine Stimme hat, und gut spielen kann, und leider von einem seiner Leiste singt. Sie harken dir dienen wird, aber sie leben nur nicht du. Sie leben da nicht nur, wie es den Wort nicht annehmen da. Ein Bibellehrer schreibt, wann wir jeden Tag, alle Tag eine Predigt hören würden, okay? Und auch wenn ein Engel Gottes vom Himmel die Predigt wir, und wir bloß beim Horchen und Hören blieben würden, dann würde es uns nicht was halten. Stimmt das? Kriegen dann, wo Gott die Predigt gepredigt hat, haltet das uns nicht, wenn wir Gottes Wort nicht annehmen. Wenn wir bloß beim Hören und Horchen blieben, dann sagen wir, sagt Jakobus, Salzbetrüger. Und Salzbetrug wird am Ende der schlimmste Sortbetrug sein. Wir betreiben an Salz und sagen, Kimmel, ich sehe gut genug. Ich sehe gut genug, wie ich mich einmal Jesus annehme. Wirklich? Aber wo steht das von dir? Wo steht das hier von dir? Das ist ja vielleicht kein besseres Beispiel für einen Salzbetrüger als der reiche junge Mann, von dem wir in Matthäus 19 lesen. Dann. Matthäus 19, Verse 16 bis 22. Matthäus 19, 16 bis 22. Und dieser junge Mann kam zu Jesus mit der Frau, was für Geld mache ich da? Seilig zu werden. Dort ich das ewige Leben kriege. Und Jesus sagte am Vers 17, wenn du Leben haben willst, dann halte die Geboten. Er sagte am, wohne,
Und Jesus sagt, du sollst nicht Tod machen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ein falsches Zeugnis geben, und sollst Vater und Mutter ehren, und du sollst deinen Nächsten so gut sein als du selbst. Und der junge Mann, der sagte ihm, wow, dort habe ich alle geholt. Was fehlt mir noch? Sei wie wo selbst gereicht wird durch sein gutes Wandel und durch seine Schrift, Erkenntnis. Und dann sagt Jesus zu ihm, Vers 21, wenn du was vollkommen sein, dann go und verkauf, was du hast. Und gib dort für die Arme und du wirst ein Schatz haben am Himmel. Und dann folg mir nur. Der junge Mann weiß, was Gottes Wort sagt. Und er war selbst gereicht. Er war sein Wandel in Schrifterkenntnis. Aber als Jesus am befuhl, seine erste Leib, seine Reichtum aufzuleihen, ging er traurig bei. Er hat eine große Familie. Und für ihn wird es tauschut, seine Sachen zu verkaufen und das Geld weiterzugeben. Er hat nicht wirklich den Verlangen, reich zu werden. Bei diesem Punkt kann er sich selbst betrügen. Der junge Mann hat wahrscheinlich Jesus muss hier sein, wo dort gerade gebaut wird. Nämlich Gott über alles Life zu haben. Aber er will das nicht annehmen. Und nun will er ihm noch weiter fragen. Und dort hat alles zu tun. Was fehlt mir noch? Er will bloß haben, dass Jesus zu ihm sein soll, du bist selig. No, Jesus sagte ihm, Kimmel, ich weiß, was die fehlen wird. Die weit zurück. Du sind Dinge in dein Hort, was die mehr Leib hast als mir. Die Dinge machen weich. Und wenn die ihr Schmied Leib hast, mehr Leib hast als all das andere, dann kannst du mich nur feigen. Dann kannst du mich nur feigen sein. Dann wirst du seilig werden und das ewige Leben haben. Dort spielt keine Rolle für Bibelerkenntnis wie haben, wenn wir dort nicht annehmen und ausleben wollen, dann kommen wir zu kort. Wenn wir nur an unserem Haupttext der Drehblättern tun, dann braucht Jakobus ein zweites Bild, um uns Verständnis zu helfen. Er sagt in den Versen 23 und 24 in Jakobus 1, wer dort Wort bloß hört und nicht der, was dort sagt, der ist als ein Mensch, der sich am Spiegel bekickt und dann du von dir in Fuß verjagt, wo dort am aussah. Und da wird nicht lang drehen, als wir diese Verse in einem englischen Gottesdienst betrachtet haben oder gesagt haben. So ich wollte nicht so viel Zeit hier nehmen, um hineinzugehen. Aber ich glaube, die Lieder ist hier klar, nicht? Zu was habe ich Spiegel? Um zu sein, wo hübsch wir sind, nicht? No, nicht wirklich. Um zu sein, was noch fehlen wird. Deswegen habe ich Spiegel. Um zu sein, ob du noch was fehlen wird. Liebe Geschwister, wo würdet uns was helfen, wenn wir zum Beispiel abstunden würden, uns selbst im Spiegel bekicken würden und all die Dinge sagen, was noch fehlten zu tun. Haar kam, Gesicht waschen, Zähne waschen. Und dann einer steht, die Dinge zu tun, bloß sagen, okay, das ist gut. Fahren wir in die Arbeit, ohne die Dinge erst zu tun. Dann würde unseren Spiegel nicht was geholfen haben, nicht? Wir kicken den an, wir bekicken uns selbst, um zu sein, wo dort bei uns steht. Was noch zu fixen fehlt. Und dann tun wir die Dinge. Und Gott sagt, durch Jakobus hier, dass sein Wort das ein Spiegel ist, woran wir uns bekicken können und uns sagen können, wo Gott uns sieht. Und damit Gottes Halb, und Gottes Leib, und Gottes Gnut, die Dinge abfixen. Das können wir nicht selbst tun, wir bringen die Dinge Gott an und er tut das für uns. Aber so ist Gottes Wort. Jakobus sagt danach in Vers 25, Jakobus 1, 24, Vers 25, wer an das vollkommene Gesetz Gottes nankickt, wird uns frei merkt, wer dabei bleibt und nicht ein verjetsamer Hirre ist oder
über det, was dort sagt, der wird bei seinem Schafen zufrieden sein. So Gottes Wort ist dort vollkommene Gesetz Gottes, der uns frei machen kann, wann wir dort annehmen dürfen. Das Evangelium Jesu Christi hat die Kraft, uns von unserer Sündensklaverei loszumerken. Das ist ein vollkommener Spiegel, der uns Krieg weist, wo wir vor Gott stehen dürfen. Gottes Wort weist uns, nur weil ich uns einige Beispiele erwähnen. Gottes Wort weist uns, wann dort Sündenflecken auf unseren Horten gibt. Gottes Wort weist uns, wann dort in unserem Leben andere Dinge gibt, die wir mehr lieb haben als Gott in unseren Mitmenschen. Gottes Wort weist uns, wann unsere Hobbys uns von unserem Dienst für den Herrn auflenken dürfen. Und hier mag ich abpassen. Ich glaube, das ist ferne Hobby zu haben, nicht? Was besieht tun, was uns interessiert. Ich glaube, besonders für uns Männer, ist das fern, dass wir so was haben, dass wir uns frühestens mit Zeit geben, einen Tag luten, dass sie ihre Arbeit fertig kriegen vielleicht. Ein Hobby haben ist fern. Aber dann unsere Hobbys uns von Gott dahin auflenken. Wir können. Ich mag damit abpassen. Gottes Wort weist uns, wann unsere Einstellungen nicht Christus verherrlichen dürfen. Gottes Wort weist uns, wann wir uns Leben nicht vollständig Gott heimgegeben haben. Gottes Wort weist uns, wann uns Life zu Gott nicht mehr heimbrennen wird. Dort weist uns, wann einen Groll gegen jemanden oder wenn du einen Groll gegen jemanden hast, wenn wir unserem Nuber Arachidun haben und seine Vergebung siegen sollen. Gottes vollkommenes Gesetz weist uns Krieg, wo wir sind, und er lässt sich nicht täuschen. Indem wir diesen vollkommenen Spiegel brücken, dann können wir mit Gott und Menschen alles reich machen, was zu reich machen fehlt. Und wenn dort dann in Ordnung ist, dann schenkt Gott uns diese Freiheit in Christus. Er merkt uns los von den Dingen. Dann sei wir frei, sagt Jakobus. Und wenn wir in Christus frei gemerkt sind, dann wollen wir Gott sein. Dann will Gott uns brücken, um an uit Leib zu sein. Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 16, 1. Petrus 2, 16, er sagt, die sind frei vom Gesetz, aber das meint nicht, dass die jene Freiheit brücken können, schlechte zu tun. Die sollen jene Freiheit brücken, Gott zu tun, sagt Petrus. Und Paulus sagt was Ähnliches in Galater 4, Vers 1, Galater 5, Vers 1, dann blieb nu an der Freiheit, wozu Christus uns verhalten hat, und lud nicht weiter ein Sklavenjoch ableihen. So, dort Paulus uns das sagt uns so viel, dass das möglich ist, nicht? Das nicht? Lud nicht weiter ein Sklavenjoch ableihen. Viele Menschen von der und Tag, die sich Christen oder behaupten, Christen zu sein, die sagen, das ist nicht mehr möglich. Wenn wir uns einmal bekehrt haben, dann riecht das Tau. Dann sagen wir, ab einmal kriegen dann was wir in der Zukunft noch tun, dann riecht das Tau. Paulus sagt, lud nicht weiter ein Sklavenjoch ableihen. Wir machen abpassen, liebe Geschwister. Wir machen uns selbst prüfen, um zu sehen, ob wir wirklich von diesem Sklavenjoch los sind oder ob wir eine Flasche abgesagt haben. Indem wir unsere Horten für die Versammlungen reinmerken und in Gottes Wort mit einer sanftmütigen Einstellung annehmen, verspricht Gott. Er verspricht uns, liebe Geschwister, dass er zu unseren Horten reden wird. Er verspricht uns, unsere Horten für die Versammlungen reinzumerken. Dass wir gute Eid hier haben. Dass wenn wir sein Wort hören, dass hier geplant wird. Dass die Waldland wachsen kann und dann Leute noch Frucht tragen kann. Die Frau ist, liebe Geschwister, wird uns Antwort ab das Spiegelbild sein,
dort wir an seinem Wort sein wollen. Der wird uns wiesen, wo wir stehen da, vor ihm. Über wo wir dann ans regieren. Wo wir ans Salz schwimmen, bloß im Bett bekicken und dann kriegst du wieder Leben aus Irsch. Oder wo wir dabei kicken und all die Dinge sein, was dir fixen fehlen oder Rente mehr fehlen. Wo wir Gottes Halb siegen, um ans Leben zu verwandeln, um so dort wie für am Schofen können. Weißt du, und hier will ich noch erwähnen, wie schlüten dann. Dort gibt auch so eine Kinder Gottes, was sehr viel für Gott tun. Und glauben nevers, dort sei genug tun. Das ist auch eine Art Versicherung. Und damit habe ich Trouble. Und wenn wir Gott sagen, dann, Kimmel Gott, wies mir, wo ich für die Stunden da. Dann, wenn wir so eine Versicherung haben und wie Gott vom Horten dein, dann sagt er auch zu uns, Kimmel, Kind, du das alles, was ich dir sage. Ich habe eine große Freude in dir. Das fehlt auch manchmal zu hier, nicht? Unsere Kinder fehlen dort. Dort wie ein Sein, dann Kimmel, ich schätze dort, was die für mich da ist. Die bist sehr viel wert. Und wenn die auch so versagt warst, dann will Gott die sein, in dieser kommenden Tag. Die, das ist eine gute Arbeit. Das sind vielleicht ein paar Dinge, die fehlen, anders zu tun. Aber das müsste es sein Fan. Und wenn Gott uns dort sagt, dann ist das auch sehr gut. Aber meistens hast du noch Wort, was wir noch besser würden tun können für Gott. Und das, was wir tun wollen. Wir wollen sein, was diese Dinge sind. Und dann wollen wir Gott fragen, dass er uns damit helfen wird, um die Dinge reich zu machen oder um mehr Kraft zu kriegen, um die Dinge zu tun. Dort gibt so sehr viel Selbstbetrug, was bloß ein Bett in Gott sein Wort anticken und sagen, Kimmel, ich sehe Gott genug. Und dann verluten sie Christus, die gekommen sind. Paulus sagt uns in 2. Korinther 13, Vers 5, und ihr seht jünt Salz, auf ihr im Glauben stehen. Prüft das Salz uit. Weit ihr dort nicht Salz, dass Jesus Christus anjünt ist? Wir es war nicht, dann ha je versagt. Viele sein, dass wir nicht weiten können, ob wir seilig sind. Hier sagt Paulus, weit ihr dort nicht verhebst, dass die seilig sind? Gott will uns dort wiesen. Gott will uns dort sein, ob wir seine Kinder sind oder nicht. Und dort wird er. Wenn wir offene Horten haben, wenn hier beim Gott ihr zu finden ist, wenn wir an seinen Spiegelbildern ankicken tun, in Armluten zu uns reden. Möge Gott uns helfen. Amen.